Moin Moin und herzlich willkommen zum Tutorial, was passiert, wenn ich ein Update von Windows Mock und mein Headset oder mein Mikrofon will nicht mehr. Sprich, ich habe keinen Kopfhörer mehr, sprich kein Ton oder mein Mikrofon will überhaupt nicht mehr. Gut, um zu kicken, ob die Kopfhörer funktionieren. Ganz einfacher Trick. Wir gehen auf Google, dann suchen wir uns irgendein Blade aus, was wir dann ganz einfach müssen haben. Siehe da, Sound ist da, super. So. Ist kein Sound da. Dann gehen wir hier unten hin. Dann auf Sounds. Und dann haben wir hier die Wiedergabe. Und da sehen wir mal, dass hier ist das Headset, was wir hier aktuell nutzen. Als Audioausgabe. So. Und da sieht man hier den Ausschlag von der Beatbox. So. Aufnahme kann ich natürlich auch mal hingehen. Da sieht man mein Elgato-Mikrofon, wie das hier richtig Hartgas ausschlagen hat. Soll ich vielleicht doch nochmal den Pegel runtersetzen? Naja. Ganz vielen Dank, Pinky. So. Pegel liegt wie 100%. Naja, okay. Kann ich ja mal kicken, ob ich die vielleicht nochmal was runtersetzen. Genau. Also umbenennen kann man sehen hier Mikrofon natürlich auch. Hier ist natürlich auch die Originalnorm immer noch mit vorhanden. So, was ist, wenn man hier nicht Sounds hat? Weil man das normale Windows-Teil hat. Dann kann man natürlich hier in der Suchleiste natürlich auch noch mal kicken, ob man das durchfindet. Und da haben wir dann hier, genau, hier System Sounds ändern. Und dann kommt man auch dahin. Aufnahme oder Wiedergabeliste. So. Falls das auch nicht funktioniert, kann man auch über Soundeinstellungen öffnen. Dann hat man hier das Ausgabegerät. Da müssen wir dann eben hier mit Kopfhörer auswählen. Hier mit Kopfhörer, die was aktuell anschlossen sind. Wir können dann natürlich auch auf Geräteeigenschaften und dann darüber kicken, wie sieht das aus. Liegt die Pegel bei 100%, soll ich die vielleicht hier noch einmal umändern. Oder natürlich kann man hier dann auch Bassboost und sonst was alles. Und natürlich, man kann mal testen. Wenn man die jede drücken da, dann kriegt man zuerst auf eine Ohr und dann auf andere Ohr ein Testsignal. So viel dort. Natürlich gibt das natürlich, ja, siehst du wohl, hier das Hauptauge wäre so toll gut hier. Natürlich gibt das hier eben auch die Eingabegeräte. Du hast dann eben den Mikrofon, mein aktuelles Mikrofon habe ich hier, dann habe ich das Mikrofon von Headset und dann einfach das wählen, was am besten klingen hat. So, wenn du allerdings keinen Ton hast, kann man auch hier auf Geräteeigenschaften gehen. Denn hier zusätzliche Geräteeigenschaften und dann zack sind wir da, wo wir es eben wären. Allerdings eben nicht direkt. So, wenn man natürlich jetzt nicht wegen dat Mensch, also ist jetzt momentan keiner online in Discord oder Teamspeak oder sonst was. Und man will das einfach mal hören, wie hört man sich überhaupt an. Dann kann man hier ein Häkchen reinmachen, dann hat man natürlich Sound, also was man selber schnacken hat, hört man dann direkt auf sein eigenes Headset. So viel dazu. Wenn die dort ganzen Socken stimmen, dann können wir zum Beispiel jetzt mal bei Discord reingehen. Und Moment, dann gehen wir einfach mal hier rein. Und dann müssen wir natürlich auch
wenn beispielsweise Discord ein Update machen hat. Dann gibt natürlich auch immer das Problem, dass Discord auch ab und zu mal gehen, das Mikrofon gut schmieden hat. Dann wird das nämlich wahrscheinlich so nicht gut sein. Sind wenn ihr hier das Ganze oben machen. Ist das jetzt aber nicht der Fall. Also, falls das der Fall ist, umändern hier, dann schuldet ihr es hinhauen. Falls das nicht der Fall ist, kann das natürlich auch sein, dass ihr hier Push-to-Talk anhängt. Naja, auf jeden Fall, wenn ihr hier einen schönen Utschlag habt, ist alles gut. Und ansonsten muss man mal kicken. So, Donau können wir da durch Fenster weiter schlucken. Und natürlich immer hier das Ganze auch beispielsweise bei Steam oder da gibt es natürlich auch das Problemchen bei OBS Studio. Da kann man dann zum Beispiel, wenn man dann hier anklicken darf, habe ich nur in der TS abspeichert, die normale Audio, die was denn abgenommen wird. Da kann man dann halt hier, muss man dann halt hier auch das Kopfhörer, also die Kopfhörer aktivieren. Gleiche gilt für die Aufnahme, für die Audioaufnahme. Die muss man natürlich auch aktivieren. So. So viel dazu. Wenn ihr noch Fragen habt oder sonst noch Unklarheiten sind, dann könnt ihr mir gerne mal was schreiben und ansonsten sind ihr wenigstens nicht, weil er das nächste Mal noch ein Software-Update durchführt und sagen sich, was ein Scheißdreck. Oder natürlich ihr ein Hochdeutsch veranlagt, denn wann ihr sagt wohl sagen, zum Teufel nochmal, was ist das? Und damit möchte ich nur mich verabschieden mit den Worten von Hella von Sinnen. Nächste Frage, Walter! Gut, so viel zu meinem Tutorial und wenn ihr noch was mehr hören wollt oder selber noch irgendwelche Probleme habt, meldet sich bei mir. Erstmal, moin.